Ich hab einen Durchstand bei Wurst, Zipfi, Zapf, Maro. Zipfi, Zapfi, alles, was mir zapfen geht. Ha, ihr auch noch da. Habt ihr auch so ein Album? Das Zipfi-Lidl. Und das Video dazu. Jetzt ist fertig. Endlich. Möchtest du noch ein bisschen was hören dazu? Oder ein bisschen was singen? Habe ich ein bisschen was vorbereitet für euch. Angegangen ist mit dem Bauern auf dem Feld. Oh mei, oh mei. Mei, oh mei, du hörst nicht mehr. Ein bisschen linken. Gähnen. Gähnen. Jetzt kannst du anfangen zum Gähnen. Und er fährt. Und er fährt. Und er fährt. Unermüdlich fährt der Sepp Viere und zurück. Aber nicht nur gähnen und fahren war das Ausschlaggebende, auch ein bisschen Sport. Und gleich losgehen. Stehen bleiben, einen Bullock abstellen und runterspringen. Wieder aufkraxeln und das Ganze wieder von vorn. Wieder ein bisschen zurückfahren, wieder ein bisschen anfahren, Motor abstellen, runterspringen, losgehen. Da habe ich einen Sepp Ski gegangen. Da habe ich am ersten Mal Ski da. Dann habe ich erst gesagt, so ein bisschen, Sepp, hättest nicht Lust bei uns im Video ein bisschen mitzuspielen? Wir müssen jetzt nur eine kleine Rolle spielen, nur kurz mal ein bisschen mit dem Bulldog einmal in die Ferien und zurückfahren und das war es schon gewesen, gell? Also vielleicht eine halbe Stunde oder so. Und Action! Ja, freilich, machen wir, bitte Christoph, das ist ja kein Problem nicht. Ja. Ja, wie ich dann gekommen bin, du Sepp, jetzt brauchst du aber noch spezielle Hosen, dann brauchst du noch Schuhe und ein Hut war auch nicht schlecht, gell? Und einen schönen Bulldog anhalten und einen schönen Hintergrund und einen schönen Tag und dann beim, sage ich mal, gefühlten 15. Mal Ferien und zurückfahren, dann ist er schon ein bisschen mir geworden, der Sepp, und dann hat er gesagt, du Christoph, du hast zu mir gesagt, nur 3 oder 4 Mal müssen wir das tragen, gell? Ja. Da fahren wir hoch. Sorry an der Stelle, gell, lieber Sepp, aber du weißt das ja, wie es ist beim Film. Dass beim ersten, zweiten Mal nicht funktioniert, darf jetzt der du auch schon wissen, gell? Und ja. Aber du hast ja super gut hergehalten und gut mitgespielt. Vielen herzlichen Dank. Oh, und ein halbes Bier geht's gleich viel besser. Der Pfarrer in der Kirche war auch wieder also ein Ding. Erst einmal haben wir Kutten organisiert vom Andrea. Haben wir erst einmal geschaut, wie kommt man denn da rein in die Kutten und also hinten raus, bei so, war so ein Lüftungsschacht, keine Ahnung warum. Und ja, irgendwann haben wir es dann beim dritten Mal probiert und haben gesagt, das gibt's ja nicht. Der Andrea kann ja nicht so einen kleinen Kopf haben, das ist ja schon eine Art Schrumpfkopf. Das war vielleicht so, also, was weiß ich, 6, 7 cm Durchmesser. Also das gibt's ja nicht, da hast du keinen Kopf nicht durch. Und ja, irgendwann haben wir es dann auch kapiert, dass das hinten ist. Und ja. Kinder, was ist dann das für ein Loch da? Das waren ja die hinten, ne? Keine Ahnung. Belüftungsschacht. Belüftungsschacht wahrscheinlich. Der Pfarrer in der Kirche in seinem Beichtstuhl sitzt. Ist gut. So, Take 3. Der Pfarrer in der Kirche in seinem Beichtstuhl sitzt. Der Pfarrer in der Und Kirche bitte. in seinem Beichtstuhl sitzt. Der Pfarrer in der Kirche in seinem Beichtstuhl sitzt. Dann haben wir irgendwie so das mit dem Schwitzen imitieren müssen. Er schwitzt in seinem Beichtstuhl. Da haben wir halt auch nichts da gehabt. Und es war auch nicht wirklich heiß. Es war vielleicht 15 Grad, 18 Grad, so in dem Dreh. Und dann haben wir so Weihwasser hergenommen aus dem Tegel. Und haben ihm dann das Weihwasser da so über die Stirn tupft. Genau, so, ja, so ist gut. Lass mal laufen, lass mal laufen. Ja. Oh ja. Oh ja, das ist gar nicht schlecht. So schaut es gut aus, jetzt glänzt Ja. richtig schön. Und dann haben wir uns halt schwitzen lassen und das etliche Male auch natürlich. So. Ja, super, wunderbar. Wunderbar. So, ja, jetzt können wir mal raus. Achtung und bitte. Jetzt! Take 3 und bitte. Mir ist alles wurscht. Mir ist alles wurscht. Mir ist alles wurscht. Mir ist alles wurscht.
Ja, und das mit dem mir ist alles wurscht, das ist halt einfach passiert, gell, während des Filmens. Haben wir gesagt, das probierst du jetzt einmal aus, vielleicht kommt das gut. Und haben wir dann festgestellt, dass das genau zufälligerweise genau die richtige, wie soll ich sagen, das richtige Tempo hat und die richtige Reihenfolge. Und auch die Tonhöhe hat auch zufälligerweise passt. Und dann haben wir es ihm einfach 4-5 Mal sagen lassen und haben es dann eingeschnitten. Und siehe da, ist super gut gekommen, haben wir gar nicht viel machen brauchen. Und war echt lustig. Auch das mit dem Maskrug, die Idee, die ist vom Robert gekommen. Und ich habe mir da gedacht, am Anfang, wie ich mit ihm telefoniert habe, was möchte ich jetzt mit dem Maskrug, das verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Und hat er gesagt, ja, er ist der Pfarrer, er hat Durst und er holt sich da jetzt halt irgendwo ein Maß Bier da. Nicht. Ja, das ist eigentlich schon wieder so weit hergeholt irgendwie oder so lustig. Im Beichtstuhl drin der Pfarrer und der Maskrug steht daneben und denkt so, ja, mir ist alles wurscht. Das passt so gut irgendwie ins Konzept. Haben wir gemacht. Danke dir, Robert. Und dann ist die Schule noch gekommen, gell? Oh mei, die Schule. Läuft schon? Dann sagt mir so, gut, so, machst du so eine Gestik, so, alles ist wurscht und dann gehst du einfach vorbei. Gehst du an der Kamera vorbei. Ja, da haben wir meinen Neffen gefragt und ein paar Freunde von ihm und ein paar Nachbarskinder und dann haben wir schon zusammengekriegt. Da haben wir noch eine Schule hergekriegt, die alte Grundschule in Dacherding. Da habe ich dann unseren damaligen Hausmeister gefragt, ob wir da in die Schule nicht dürfen. Auch die haben uns aufgesperrt. Vielen Dank auch dir, lieber Kurt, dafür. Vielen herzlichen Dank. Die Kinder, sage ich mal, auf Hochtouren zu bringen, war jetzt nicht die Herausforderung. Lernen machen, genau. Lernen. Ich geh! Lass mich gehen! Sowas! Jetzt lass mal vielleicht mit euch! Ich gehe! Ich darf mir nicht sagen! Mann, nicht! Aggressiv werden! Und laufen! Laufen! Sehr gut! Eher die im Zaum zu behalten, das war ein bisschen auffällig, aber es war echt lustig. Ja, und dann halt bei Prahler Sohn auch einen Lehrer draußen Ferien zurückhaxeln lassen, dann muss er erst mal das Haxeln lernen, weil mit zum Wirt so schnell haxeln kann. Laufen, 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 laufen. Weiter, 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 weiter. Stopp! Take 2 und bitte! Da musst du quasi erst mal so ein bisschen eine Gehschule machen und dann haben wir halt da ein bisschen geübt, wie man richtig haxelt, dass das so rüberkommt. Und dann das bei Prahler Sohn draußen, gell? Also da war es so richtig heiß. Und hat er super gemacht, unser Lehrer, der Uwe. Und low! Und bitte! Servus! Grüezi! Und hallo! Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Wir drehen gerade ein Video. Genau. Es dauert jetzt 5 Minuten. Sagen wir mal, müssen Sie rein in die Gaststube? Ja, schon. Es geht jetzt im Moment nicht, weil gerade Filmaufnahmen sind. So. Ja, einen Moment. 5 Minuten ungefähr dann. Bitteschön, Dankeschön. sind Sie gut. Danke. Dankeschön. Hoffentlich muss ich nicht so blöd grinsen jetzt. Bauch rein, Brust raus, fertig. Mein Name ist Böll. Guten Der- Tag, ich möchte ein Bier. Der Lehrer. Okay, die Kamera läuft. Dann geht's los.
Servus. Servus. Und, wo sind wir? Wir haben jetzt die erste Szene abgedreht. Und sind wir jetzt da die dritte Szene mit der ganzen Musik am Auto. Jetzt geht es weiter mit Szene 4 und 5 aus einem Take. Also aus einem Schuss, aus einer Einstellung, wo es der Tom ist. Und geht jetzt um das Zusammenbrosten und um das Gefühl zu erwecken. Man kriegt so richtig Durst. Vierte Lacker, Schlucke Lacker, Saufen. Ja. Ich brauche nur irgendjemanden, der mal Lacker hat. Jetzt nicht mehr. Schickt es einen Schluck ein. Da habe ich gerade das Lacker ausgesucht. Lacker, Schlucke Lacker. Das haben die noch vor wann? Jetzt hat aber richtig, gell? Nur nach vorne. Gehört aber zusammen. Neben die Kamera schauen jetzt zu die Kollegen ein bisschen. Ah, genau. Ganz Lass das so gut. Weißt du, kann man eine Trockenübung machen, oder? Trockenübung. Gluck. Dreh. Schau. Lach. Ganz genau, ja? Und dann Geil. ja? Ja, brutal. Genau, okay, so machen wir's. Wo wir dran das Logo? Dreh. Dreh. Schau. Jawohl! Geil! Ah, die ist super. Brutal, ey. Chris, wir müssen jetzt noch mal kurz Pause machen. Wir müssen jetzt von der Filmgewerkschaft mal Alkoholkontrolle machen. Wir müssen mal blasen hier, ob das noch geht. Ob noch genügend Alkohol im Spiel ist. Genau. Ob das authentisch ist, was ich auch gerade anstelle. Ja. Ohne Musik. Du musst dir das einfach vorstellen, dass das ohne Musik auch funktioniert wieder. Das Ganze, warte, das brauche ich nochmal. Und zwar mit dem. Weißbier. Weißbier braucht man. Nein, das ist kein Weißbier. Das ist doch wurscht. Nein, sondern ist ein Limo gewesen. Sag, was da rein. Ja, das war ein Limo gewesen. Lächel und gib's über den Thesen. Lächeln und über den Tresen gehen. Da her. Shaken. Ja. Weißwürst. Okay, das Ganze nochmal. Nochmal. Oh, Gott sei Dank. Au! Ich hab den besten Platz. Take 2 und bitte. Wurst läuft. Ja, pass auf, Weißwurst kommen wir gleich. Da werde ich dann aufgehen. Da bin ich gespannt. Dankeschön. Wunderbar. Die richtigen Teile. Jawohl, und nochmal. Take 3 und bitte. Die Weißwürste, da Schätzchen. Oh, was ist ein Schmucker? Danke. Und jetzt ein Einiklanger und nehmt zwei Weißwürst. Hopp, Einiklanger, jawohl. Haut's rein. Und zusammenbrosten da vielleicht. Moment mal, Christoph, so schnell. Nee. Jawohl, ja, genau. Ja, super. Da hinten auch. Hallo, die Musiker da hinten auch. Prost, alle miteinander. Prost. Auf uns. Und weiter essen und weitermachen. Alles in allem möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken bei euch für dieses wahnsinnige Engagement, für diese Mithilfe. Es war wirklich grandios. Jeder hat sein Bestes gegeben dafür und hat sich immer bereit erklärt und alle Zeiten möglich gemacht. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke.